Wenn du mal von jemandem hörst, hey, du bist ein Glückspilz, dann sag nicht, nein. Dann sag ich, ja, Mann, ja, das bin ich. Und dann behalte die positiven Sprüche oder Sätze, die dir fremde Menschen geben, behalte die wirklich. Und ruf dir die wieder ins Gedächtnis, wenn du das kannst. Wenn du ein gutes Gedächtnis hast, ruf dir die wieder ins Gedächtnis, dass wenn es dir nicht gut geht, dass du das wieder abrufen kannst, dass du wieder kannst hören, ey, ich bin eigentlich wirklich ein Glückspilz. Oder? Dass du einfach die positiven Sachen mitnimmst und nicht die negativen. Oder wichtig ist einfach das Gefühl, das du dabei hast, muss gut sein, dass es mehr, also dass mehr von dem gibt. Oder in der Bibel steht ja auch, wer da hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer da aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Und das sagt eigentlich genau das. Darum werden die Reichen reicher und darum werden die Armen ärmer, weil die Armen wissen, dass sie arm sind und die Reichen wissen, dass sie reich sind. Darum kommen die Reichen noch mehr von dem über und die Armen noch mehr von dem. Und das Gesetz ist halt einfach, das gibt es halt einfach. Da kann man dann noch lange sagen, das ist unfair. Aber wenn man die Spielregeln kennt, dann kann man mitspielen. Und da gibt es viele Spielregeln. Zum Beispiel eine Spielregel vom Leben ist auch, was du im Herzen, wie du im Herzen bist, so bist du. Oder wie du im Herzen fühlst, so bist du. Und so, das lebst du auch. Oder das heißt, wenn du, ist eigentlich ist es sehr simpel. Wenn du dich nervst über Stau, dann ist der Stau schlecht. Wenn du ein neutrales Bild zum Stau hast, dann ist der Stau neutral. Und wenn du ein gutes Bild zum Stau hast, dann ist der Stau positiv. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene. Der eine denkt, oh Mann, jetzt stehe ich schon wieder im Stau. Der andere denkt, yeah, im Stau. Ich muss daheim weniger Hausarbeit machen. Oder was weiß ich, irgendetwas, oder? Und so kann man sich ja schon mal rausholen. Und dann wird man dann plötzlich auch, wenn der Stau kein Problem mehr ist, vielleicht nicht mehr im Stau wiederfinden, oder? Also ich habe auch aufgehört, mich im Stau nerven und habe dann sehr schnell an einen anderen Ort müssen arbeiten oder habe dann herausgefunden, ey, ich kann ja einfach anders fahren. Ich kann anders fahren und dann bin ich nicht mehr im Stau, aber durch mein Stau, schon wieder im Stau-Mindset, habe ich die Möglichkeit gar nie gesehen, dass ich etwas anderes machen könnte. Da haben mich einfach immer genervt. Und so kann man sich ja, anfangen, neue Glaubenssätze oder neue Gefühle zu Situationen machen, oder vor allem Sachen, die musst machen. Dort dich nicht schon wieder. Da bin ich auch ein Kandidat, da nehme ich mich gar nicht raus, oder? Für Sachen, wo irgendwie nicht drum herumkommst. Also eben, sag jetzt WC putzen oder sonst wo putzen, oder? Die Sachen, die irgendwie musst machen, nicht, dass du da die ganze Zeit dann eigentlich, ja, im Negativen drin verlierst.